Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, alles in Ordnung bei euch und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt hier mit so einem schäbigen Smart Pistol Gameplay starte. Das ist das erste Mal, wo ich die Kackflöte habe bekommen, weil ich spiele hier ja mit dem Dice Roll. Das heisst, man bekommt random ein Perk und die gibt es nicht wirklich oft, wie gesagt. Ich habe jetzt vielleicht etwa 50 Mal etwas bekommen, zufälligerweise, und es sind immer etwa die gleichen Sachen. Smart Pistol ist sehr selten, was mir sehr sympathisch ist. Ich möchte die Mohren eigentlich können deaktivieren, weil ja, ich finde es gar noch verdammt lame, wenn das Game so fest für dich zielt. Aber, ja, mal ausprobieren. Und jetzt ist das peinlicherweise gerade in das Gameplay reingerutscht. Aber ich habe ja auch nichts zu verstecken. Von dem her seht ihr es vielleicht auch mal. Die sich noch überlegen, mal mit der zu spielen oder die als Perk reinzuschalten, können sich auch noch ein Bild machen. Aber sonst ist es eh gleich vor Funktionalität. Das heisst, man muss einfach den Gegner in diesem Viereck in der Mitte vom Screen drin haben. Dort tut er selber aimen und dann muss man nur noch abdrücken. Gespässig, wirklich gespässig, verstehe ich nicht, wie man so etwas überhaupt kann ins Game rein tun kann. Das Gute ist, dass es mir hier jetzt nicht allzu viel nutzt. Außer bei diesem Armenkite hier, genau. Ja, gut, ich hätte ihn vielleicht auch getroffen, wenn ich eine reguläre Knarre hatte. Es ist ja schon nicht so, dass das gar nicht geht. Aber eben Auto-Aim, haha. Ja, was auch ein bisschen haha ist, der Donald Trump ist jetzt der neue Präsident von Amerika. Ist krass, oder? Hä? Ist es richtig Strupp? Jetzt haben doch die Beschützer der Welt, die Super-Amis, als Präsident so eine riesen Flöten ausgewählt. Ich bin ja politisch schon nicht allzu stark interessiert und habe jetzt auch nur gerade eine von diesen Debatten geschaut, wo dort Hillary und er hatten. Ein bisschen in den Medien etwas gehört, aber holy moly, hey, wie peinlich so eine, keine Ahnung, er ist glaube ich ein kleiner Lügner. Er hat ja etwas gegen Frauen, hat etwas gegen Ausländer, hat auch etwas gegen Videogames, nehme ich an. Also eigentlich genau so ein Typ, den man eigentlich nicht als Präsident möchte. Aber eben, die Hillary wäre ja glaube ich einfach nur ein kleiner Übel gewesen. Nicht ganz klar wie viel kleiner, aber ja, easily. Ich habe heute ein paar Mal gut gelacht, weil ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Vielleicht drückt der Vollidiot auch irgendwann auf einen roten Knopf, und denkt, ups, was ist echt das hier? Und löst irgendwie ein paar Nuklearraketen aus, die dann auf Russland abstürzen. Und läutet so den dritten Weltkrieg ein. Zu hoffen ist es ja überhaupt nicht, aber bei diesen Sachen, die das Bürstchen aber erzählt, würde es mich schon nicht erstaunen. Fuck, man. Ja. Also, zurück zum Gameplay. Das ist jetzt eigentlich das, was ich euch zeigen wollte. Ihr seht, ich spiele auch immer noch mit dem Greifhaken und habe immer noch die Standard Assault Rifle dabei. Ich spiele immer noch mit dem Tone. Da hat sich nicht viel geändert. Ganz eine geile Map hier. So rein vom Design, von der Farbgebung und so wirklich easy zum drauf spielen und auch zum Ummanövrieren. Es gelingt mir auch immer wie besser, an diesen Wängen entlang zu hüpfen. Und so kommen wir natürlich ultra flink voran. Ich kenne auch die Spots jetzt ein bisschen. Ich weiss etwa, wo ich mich herbewegen muss. Hier habe ich schon mal richtig Schwenk zum Start. Ich finde den Pilot aber jetzt gerade nicht mehr ums Erste. Und du halt einfach hier so ein bisschen in diesem Silo rumgurken, weil man hier auch einigermaßen gut geschützt ist seitlich. Jetzt seht ihr, hier habe ich wieder so eine Kugel verwünscht, die mich gekillt hat. Jetzt habe ich wieder so ein Perk eben freigeschaltet, der Radar-Jammer. Der ist ja sehr genial eigentlich. Und jetzt ist man halt von hier oben abkassiert worden, wie ein Gang auf dieser Map. Es hat jetzt immer ein paar Typen oder irgendein Sentry hier oben drauf, die abballert. Darum muss man auch damit rechnen. Und kann nebendran natürlich den Gefallen auch retournieren, indem dass man auch mal auf die Dächer geht, chillen. Und man kann dann garantiert sein, dass da irgendeiner wieder zäcklich kommt
wo man das Licht ausknipsen kann. Sei das jetzt im Sprung, Kollegen das Leben gerettet. Oder halt auch in dem, dass man dann wiederum mal übergeht schauen, ob die echt hier hinten spawnen. Ja, man sieht einen, verschießt seine ganzen Schüsse, kassiert den anderen ab und dieser kommt einfach wie ein blinkes Huhn zäckeln. Also perfektes Szenario gewesen. Nicht um meine Skills zu demonstrieren, aber auch zum Abkassieren. Und da hatten wir meinen gelb oder goldigen Ton. Und das Ding geht einfach tiptop ab. Mittlerweile bin ich eigentlich so oft und so lange im Titan, dass ich mit der Waffe zum Teil gar keine Merits, die Abschlusspunkte bei der Abrechnung bekomme. Ja, weil im Titan geht es eben schon gäbig. Jetzt hat mir der gegnerische Pilot die Batterie geklaut. Ich habe leider keinen Elektrosmoke, um das hier runterzuschlitzen. Aber ihr seht, die haben eigentlich nicht so eine Chance davon zu kommen. Ausser sie wirklich gut und schnell im Manövrieren. Aber sonst klappt es meistens gut, dass ich sie wieder abkassieren kann. Hier habe ich den Teleporter noch nicht freigeschaltet. Das habe ich ein paar Matches später gemacht. Da hat vielleicht gescheiter zuerst auf den Pilot rechts geschossen. Und zwar beim Teleportieren muss man dann nicht mehr die Chassis aufmachen vom Titan zu mir und aussteigen, sondern kann sich eben gerade einfach rein teleportieren. Gerade dann, wenn man zum Teil geschwind aussteigt, um eben Batterie zu holen oder einen Gegner fertig zu machen, ist es eben schon sehr gäbig, weil man spart vielleicht ein paar Sekunden, wo man dann direkt wieder im Geschehen ist. Sonst dauert die Animation zum Ein- und Aussteigen halt schon leider ein bisschen lang. Leider habe ich jetzt diesen Typ im Fenster nicht getroffen. Aber glücklicherweise macht die 40 mm auch ein bisschen Splash Damage. Also wenn man auch ein Mühe daneben schießt, gibt es noch ein bisschen Schaden. Und zwischendurch klappt auch so ein Scharfschützenschuss, wo man eben schon über riesige Distanzen die Gegner abkassieren kann. Wir sind ja im Bounty Hunt, nicht der Hound. Und hier geht es darum, die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen, zum Teil Gegnermengen Platz machen, zum Teil gegnerische Titans. Und ihr seht, außer ein paar Piloten und jetzt gerade rechts vor mir auch ein freundlicher Titan, läuft hier nicht ganz so viel. Die anderen haben ein bisschen Mühe gehabt, ihre Titans zu bekommen scheinbar, und wir haben wegen dem wieder schön abkassieren. Auf dem Dach, ja, können sie sich nicht schlecht verstecken. Und ich versuche mich da immer ein bisschen zu schützen mit dem Titan, bevor sie aussteigen, hole schnell die Batterie. Und das füllt ja dann entweder der Schild wieder auf, wenn der Titan schon brennt. Ja, ich glaube nein, es tut immer das Schild auffüllen. Es tut gar nicht die Lebensbalken, die ich jetzt noch 2 habe, auffüllen. Und ja, jetzt haben wir halt eigentlich immer das gleiche Szenario. Jetzt 700 Steine auf dem Konto, das muss ich eigentlich auf die Bank abdrücken. Oder, sorry, 700 Steine im Hosensack. Das wollte ich eigentlich auf die Bank einzahlen. Ich konnte auch noch den Gegner abkassieren. Und ja, wie gesagt, wenn man jetzt abkassiert wird, dann hat jetzt 50%, 350 Stutz oder halt das Mühe mehr verloren. Der Gegner hat eine gewisse Anzahl bekommen. Also es ist wirklich immer sehr interessant mit dem Risk-Reward. Also welches Risiko geht man ein und wie wird man dann belohnt. Das System funktioniert gut. Da konnte ich leider nicht so gut treffen, der Bursch. Der hat sich wirklich vom Acker machen und ich meine gerade so gleich abgeschossen. Nur mit dem Kopf rausgeschaut. Aber eben, wenn man jetzt eine Titan-Batterie klaut, muss man sich wirklich schnell und flink davon bewegen, sonst ist man eh mal raus. Jetzt der Typ versteckt sich da so ein bisschen innen in diesem Gebäude. Und so wie ich das auch mache, tut man ein bisschen von einer zur anderen Tür wechseln und kann auch die Gegner hier ziemlich schön verarschen, weil sie können schlussendlich nicht so viel machen, ausser die Piloten steigen aus. Man kann ihn zwar gut lokalisieren, mit dem Sonar, den ich auch mit dem Ton ausschicken kann, aber ja, das hat jetzt nicht geklappt und der Typ hat sich auch ein bisschen verzogen. Das heisst, wir haben hier wieder freie Bahn, der andere Titan und ich, um die Gegner, die computergesteuerten Gegner abzukassieren und halt einfach noch ein bisschen mehr Knete auf unser Konto zu bekommen. Und ihr seht, mit 2300 sind wir so weit voraus, dass die anderen mit diesen 550 alle kaum noch gewinnen können. Das mal so eine kleine Vorinfo. Für die, die es noch nicht geschnallt haben, dass wir hier absolut dominieren. Und so Games gibt es halt gerne noch. Es hat immer noch Spieler, die es halt nicht ganz so gut können, logischerweise.
Aber ich bin gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht, weil eben beim Bounty Hunt hat es jetzt zum Teil so um die 1000 Spieler. So am Morgen um 2, 3 sind es dann vielleicht noch die Hälfte, was gang noch eine gute Anzahl ist und natürlich im Vergleich zu den besten Zeiten von Call of Duty eher verschwindend klein, aber trotzdem noch genug, dass man halt immer wieder auf andere Gegner trifft. Aber das ist ja dann am Schluss auch ein bisschen das Problem von Titanfall 1 geworden. Es hat einfach nicht mehr so viele Leute gegeben, die es gespielt haben. Und dadurch ja, haben sich dann auch nicht mehr ganz so interessante Scharmützel halt ergeben. Weil viele Spieler sorgen halt auch für viel Abwechslung. Ja, aber es kommt schon gut, weil ich finde, es geht noch ein absolutes Top-Game. Ich sehe sehr viele in meiner Freundesliste sind das Call of Duty, das Modern Warfare Remastered am Spielen, ist eben sicher auch ein freshes Game. Aber ich liebe einfach das Roboter-Szenario hier, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal erzählt. Und letztes Mal habe ich wieder ein bisschen Battlefield 1 gespielt mit den Jungs. Aber es ist hart zum Spielen. Nicht, weil es nicht schön wird aussehen oder sich nicht gut wird spielen. Im Gegenteil, es sieht tiptop aus, spielt sich angenehm, aber es spielt sich einfach langsam. Hier im Titanfall mit diesen Wallruns, mit dem Greifhaken, mit diesen Titans, man kann so schnell so grosse Distanzen überwinden und weil es halt im Ersten Weltkrieg spielt, logischerweise, das Battlefield 1 fühlt sich auch sehr, sehr slow an und das mag ja genau das Richtige sein für die primäre Käuferschicht von diesem Game. Aber für mich hat es sich fast ein bisschen zu träge angefühlt. Ja. So, jetzt haben wir hier mal eine wunderschöne Situation, wo wir eigentlich 2 Titans sind. Der andere hat sich, glaube ich, jetzt aus dem Stall gemacht. Nein, er ist nur der Torch, oder Scorch, Scorch. Aber wir haben jetzt hier 2 Piloten hier drin, die uns ziemlich gäbig verarschen. Und das kommt jetzt, glaube ich, noch ein dritter dazu, weil hier hinten ist auch ein Spawnpunkt. Und ich verhänge es hier leider ein bisschen mit dem Aiming. Das führt dann dazu, dass man ziemlich straub angegriffen wird. Zieht man es oben rein, meine Lebensliste ist hier schon ziemlich an der Grenze. Ja, seht ihr, jetzt kommt eigentlich schon Self-Destruct-Mode, wo ich auf jeden Fall immer noch unendlich lang rumlaufen kann, aber er kann ja auch sehr schnell gekillt werden. Das heisst, noch ein bisschen Geld abliefern wäre das Ziel gewesen, aber die Bank wieder mal schon geschlossen gewesen, leider. Jetzt sehe ich hier unten, wie ein gegnerischer Fuchs mir noch die letzte Batterie rausziehen. Mit mir meine ich natürlich der Titan. Und den hat man so schön abkassieren. Und ich liebe das Zusammenspiel eben auch vom eigenen Titan und dem Pilot. Weil wenn man dann nicht im Titan hockt, sondern eben als eigene Entität rumläuft, ist es natürlich viel effektiver zum Teil. Weil gut, es ist zwar angeschrieben. Jetzt habe ich schon erzählt, dass Piloten zum Teil nicht sehen, ob es ein Auto-Titan ist oder ein Mensch drin hockt, ein Pilot. Aber Mama, es ist angeschrieben. Also nichtsdestotrotz, du hast einen Auto-Titan. Und plötzlich kommt noch irgendjemand aus dem Hintergrund halt der Pilot und attackiert ihn auch aus einem zweiten Winkel. Das ist doch eigentlich in dem Sinn viel effizienter, aber auch gefährlicher für einen Pilot, als wenn man hier im Titan hockt. Sprachlos kurz. Das passiert mir auch noch ab und zu, dass einfach so ein scheiß gegnerischer Titan auf mich droppt und dann ist eh Feuer oben, egal wie gut das dir noch geht. Und das war jetzt auch ein kleines unglückliches Ende von sonst einem Match, der ziemlich gut läuft. Das ist nur das Flashback, oder wie das Ding heisst. Jetzt hat er das auch mal gesehen, mit dem wird ja auch kaum je spielen. Hat eben wirklich wieder Glitch in Black Ops 3. Ja. Alles, was mich langsamer macht, alles, was meinen Bewegungsfluss unterbinden, lohne ich eigentlich die Finger davon jetzt im Titanfall 2. Ich versuche möglichst agil, möglichst geschwind zu sein. Und wenn ich dann im Titan hocke, geht es zum Teil dann das ganze Match. Und zum Teil gibt es auch richtig aufs Maul. Da ist es aber auf jeden Fall tiptop gelaufen. Es waren sicher auch nicht die besten Gegner gewesen. Ich muss immer wieder hervorheben. Aber schön können dominieren und richtig gut Spass haben. Gang noch viel Spass. Und morgen kommt ja der PS4 Pro raus. Gewisse heißen ja scheint schon. He? Und es gibt ein grafisches Update als kleines. Es sieht das ganze Game ein bisschen schärfer aus wegen dem Upscaling. Wo ich werde mir jetzt noch nicht einen 4K-Bildschirm kaufen. Für die es haben, genießt es.
Habt's gut. Tschüss zusammen.